Ich bin dann auch bekannt als Anne's Kitchen und ich schreibe Kochbücher und esse mich auf meine Reisen durch die Welt. Ich mache heute einen Remix von einem absolut Lützebäuer Klassiker, der guter Weinsauce. Ich mache heute das Ganze mit einem italienischen Twist und serviere es mit lecker Polenta. Für mein Plat brauche ich natürlich gut Weinsauce. Und Sauce wird natürlich mit Muster und mit Wein gemacht. Butter darf zwar auch nicht fehlen. Und es kommt auch noch ein guter Schutzrahmen dran. Als Beilage machen wir ein Polenta. Du könnt auch noch italienische Parmesan dran. Und noch gut viel Butter. Und du willst manchmal ein Gremolata mit Petersilie drauf, wo noch ein bisschen frische Knoblauch dran könnt. Und Zitronensaft, für den ganzen ein schön frisch zu gehen. Ich brate die Weinsauce nicht klassisch als Sauce an, aber ich mache kleine Meatballs draus. Und dafür holen ich mal die Haut von den Sauces rauf. Da holen ich einfach kleine Stücke Fleisch rauf. Kleine Buletten. Gut, die können auch gut viel Butter angebraten gehen. Und ich habe die gute Butter, den voll mit den Fleischschüren ist. Und dabei könnt ihr dann ein bisschen Wein und aber auch Muster. Und das Ganze wird dann mit Wein aufgelöscht. Und dann dürft bei einer Mustersauce auch nicht die gute Rahmen fehlen. Da brauche ich wirklich nicht zu spuren. Das riecht wirklich nur Lützburg. Ich will, dass meine Soße ein bisschen mehr dick wird. Und da benutze ich schon ein bisschen Maizena. Und ich vermische das noch mit ein bisschen kahler Rahmen, für dass es sich gut ablässt. Und da schütte ich das bei meiner Soße dabei. So. Und da können nur meine kleinen Fleischbällchen zurückkommen. Was das passt. Das ist es für meine Soße. Da fehlt nur noch die gute Polenta. Aber wenn das Wasser bis kocht, kommt Polenta dabei. Du möchtest noch Kochblock besser rauf, weil das speist wie kleine Vulkane bemol. Und da könnte noch ein guter Schnatz Butter dran. Und es kommt auch noch Parmesan dabei. Zu Lützeburg gebe ich traditionellerweise Petersilie auf den Weinsauce noch drauf machen. Ich gebe dem Ganzen ja gerne einen italienischen Twist haut. Und du meinst meine ich ein Gremolata. Und du könnt noch Knoblauch und auch Zitronensasten dran. Und schon habe ich eine gute Bund platte Petersilie. Zu Lützeburg benutzen wir ja echt die Krauslichen, mit Italiener und die platte Leber. Und du hacken ich mal eine gute Portion drauf. Da könnt ihr ein bisschen frische Knoblauch dabei. So, und da könnt ihr noch Zitronensaft dabei. Und das bringt wirklich so richtig Sonne an diese Platte. Den Goût von H22 gebe ich als eine kulinarische Multikulti-Explosion beschreiben, wo ganz viel Goût zusammenkommen. Da können wir lo essen. Guten Appetit!